Ja, hallo, willkommen zurück, werte Frostpunker. Es geht weiter hier in Shooty Town. Das Sägewerk wird gebaut, weiter Stall drüber. Oh, die Ereignisse überschlagen sich bereits zu Beginn. Wahnsinn. Arbeiten wir eins nach dem anderen ab. Die Späher sind zurückgekehrt. Juhu. Mit Holz und mit Nahrung. Holz sieht gut aus, Nahrung sieht somit gut aus. Ich schicke die gleich wieder los. Ich wusste nicht mehr, hat sie irgendwas nicht. Ich schicke es mal dorthin, weil es dauert eh noch ein Weilchen, bis ich hier die Leute wirklich nicht ernähren kann, aber beheizen kann. Beheizen kann. Ich muss die Leute beheizen, ja. In diesem Spiel ist Heizen wichtig. Das ist ausgeschaltet. Ich muss bald die Leute umteilen in die Jägerhütten. Und sonst nichts. Mache ich jetzt. Wo habe ich die Leute eingeteilt? 15. Okay, das ist der Haufen, der hier abgebaut wurde. Dann werde ich die hier noch umteilen. So. Dann wird wieder gejagt in der Nacht. Oh, ich sehe gerade die... Die haben Rohnahrung mitgebracht, gar keine Essensration. Na gut, mache ich morgen. Großer Kochtag. Beziehungsweise ich kann das ja jetzt schon umteilen. Ich nehme hier mal die Ingenieure raus und pappe sie hier rein. Kochen die schon ein bisschen. Ansonsten muss ich hier nichts mehr umteilen. Ich glaube, ich kann sogar die ganze Nacht durchlaufen lassen im Schnellverfahren. Geforscht wird nicht. Das Sägewerk ist fertig, muss ich im Moment noch nicht in Betrieb nehmen. Könnt ihr höchstens schon noch schnell schauen, das ist auch Stufe 1, kann ich auch die Heizkörper schon mal aktivieren. Und es läuft. Die Kranken muss ich noch im Auge behalten. Ich habe eine Station ausgeschaut, aber es sieht okay aus. Es wird morgen, das heißt, es ist wieder Micromanagement bei den Jagdhütten angesagt. Ach, ich finde die Animation hier wirklich echt hübsch gemacht mit diesem Speisehaus. Ist nicht in Betrieb, dann sind sie jeweils ein bisschen verschwommen. Ja, so ein Zelt sieht jetzt auch nicht so super gemütlich und warm aus. Ja, aber wir sind hier auch nicht bei Hello Kitty Online. Okay, nächster Schritt ist Arbeiter umteilen. Ich werde jetzt hier versuchen, noch möglichst viele Haufen abzubauen, wie irgendwie möglich. Das wäre zum einen diesen hier. Hier ist der Zyklus noch nicht komplett. Und diesen hier, dann habe ich, das ist der letzte Stahlhaufen. Ja, das wird schon reichen, das wird schon reichen. So, jetzt ist es nicht mehr verschwommen, jetzt arbeiten die Leute. Werkstatt haben wir noch nicht gesehen, das Speisehaus. Also gemütlich ist es nicht hier in diesem Krater. Kommt bestimmt kein Karibik-Feeling aus. Und ein Pina Colada gibt es vermutlich auch nicht. Aber wir kämpfen hier um das nackte Überleben.
So, schön wäre, wenn jetzt die Forschung, ich werde mal ein bisschen Gas geben hier. Die Sammelstelle ist erschöpft. Nichts mehr in der Nähe, also werden wir sie ausschalten. Brauche ich dann erst wieder, wenn es soweit ist mit 18. Mit der Kohleproduktion. Was habe ich denn jetzt noch? Jetzt muss man gucken. Habe ich hier noch Haufen? Die Kohle natürlich. Holz ist hier aber nicht mehr viel. Ich denke, ich werde jetzt hier echt mal das Sägewerk in Betrieb nehmen. Und hier sieht man auch im Sägewerk, ich habe hier noch 1649 Holz, also das wird jetzt ein Weilchen arbeiten können. Die lang ersehnte Forschung ist eingetroffen, jetzt habe ich Level 2, die ich erforschen kann. Wir klicken schnell durch. Neues Häuschen, super toll, werden wir schnell möglichst erforschen. Aufrüstung Sanitätsschutz ist auch nützlich, dann sind die Leute schneller gesund. Dann, da ist jetzt nichts ultra dringend. Der Kohlegenerator als nächstes, noch als Stufe 1, das ist nicht wichtig für den Moment. Das Wichtigste ist jetzt echt die Reichweite. Die mache ich auch gleich. Dann kann ich weitere Leute holen. Und ich denke, ich werde schon Häuser vorbauen. Jetzt sehe ich auch, habe ich richtig geplant. Ja, zum Glück. Und ich werde hier meine Straße bauen müssen. Wunderbar. 40 Bewohner. Ich hoffe, das reicht. Dann, nächstes Ereignis. Meine Späher haben die Sternwarte erreicht. Ja, hier sind Überlebende. Also bevor ich jetzt erforsche, solange ich nicht erforsche, kann ich das einfach so ruhen lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe schon 12 Uhr. Ich werde die Reichweitenerweiterung nicht rechtzeitig, nicht vor der Nacht ready haben. Die Hütten werden dann nicht geheizt. Ne, mache ich noch nicht. Ich lasse die jetzt mal warten bis frühe Morgenstunden, sage ich mal. Sonst sind die zu früh da mit den Überlebenden. Und ich kann die einfach nicht genügend aufheizen. Ich kriege die nicht überkühlt, solange ich nicht den zweiten Ring beheizen kann. Lassen wir also bleiben. So. Die Holzkisten wurden hier ebenfalls fertig abgebaut. Dann schicke ich hier mal 5 von diesen Arbeitern ins Holzwerk, ins Sägewerk. Das ist jetzt noch die einzige Holzproduktion, die übrig ist. Ich frage mich gerade, soll ich bereits das zweite bauen oder reicht das noch? Ne, ich lasse das für den Moment noch so bleiben. Ist jetzt auch nicht mehr so viel. Okay, jetzt muss ich ein bisschen Micromanage betreiben. Ich werde 10 dort nach oben schieben. Ich werde hier noch 5 rausnehmen, weil ich möchte natürlich prioritär die hier abbauen. Ach ja, auch. Alles hoch, damit ich die Hafen noch möglichst vor dem nächsten Kälteeinbruch weg habe. Das sind ja die letzten beiden dort. Genau, und die 2 teile ich dann um für die Jagdzelte. So macht das Sinn. Und die 5 Ingenieure schicke ich dann auch hoch, sobald sie fertig gekocht haben. Sonst eh keinen Platz mehr. Das ist jetzt. Also, die sollen ja Kohle abbauen.
Was ich mir gelegentlich noch überlegen sollte, nee, nicht ein Sägewerk, ein Rohstoffdepot zu bauen. Nee, das reicht noch für den Moment. Vor allem für die Kohle. Ich möchte Rohstoffdepots, muss ich spezialisieren auf eine Ressource. Das ist ein bisschen mühsam. Das ist leider nicht für alles. Werde ich aber für Kohle machen. Kohle möchte ich genug auf Lager haben. So, Micromanagement Time. Die hier jagen, die jagen. Dann ist das auch mal wieder erledigt. Und sonst kann ich jetzt, glaube ich, ja, kann ich durchlaufen lassen. Ja, der Start ist geglückt, sage ich mal. Sieht soweit gut aus, jetzt muss ich auch nicht mehr andauernd planen und im Schneckenmodus vorwärts machen. Das kann ich auch durchaus mal ein bisschen schneller. Die Kranken, die halten sich noch gut. 5 Uhr, die Forschung ist bei 65%. Okay. Das heißt, ich werde jetzt hier erforschen und die Überlebenden einsammeln. Verdunkeln der Sonne. Nicht gerade ermutigen. Ja, hier habe ich jetzt 3 Optionen. Ich kann sie einfach sterben lassen. Ich kann sie zur Stadt schicken, da werden ein paar sterben auf dem Weg. Oder ich eskortiere sie zurück, dann werden alle überleben. Machen wir so. Ich möchte die ja alle lebend haben. Dann habe ich neue Arbeiter, das wird in 10 Stunden sind sie zurück und bis dahin habe ich dann hoffentlich auch... wie viele hat er? Mal schnell gucken, das sind... Ja, das sind weniger als 40, um die 35, 34, 35. Dann reichen die Hütten aus. Ich sehe gerade, dass ich Kohle minus mache. Muss ich dann noch anschauen. 40 Betten reicht. Wieso mache ich Kohle minus? Ja klar, ich habe natürlich diese hier rausgenommen. Und oben... Ja, das passt ja schon, weil ich werde die wieder umteilen, sobald sie wieder zurück sind. Das letzte bisschen Stahl abbauen, plus Kohle. Da passt schon. Okay, jetzt mache ich hier kein Turbo, sondern Micromanagement, die kann ich wieder umteilen. So. Muss ich jetzt hier irgendwas noch managen in nächster Zeit? Ich glaube nicht. Dann kann ich hier wieder mal ein bisschen schneller machen. Das nächste ist die Forschung. Genau. So, Generatoreffizienz. Ich kann. Und das wurde jetzt auch schon aktiviert, Stufe 2. Das wird immer automatisch aktiviert. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr unbedingt eingreifen. Ich schalte jetzt wieder zurück auf 1, weil ich brauche es im Moment noch nicht. Die Leute sind noch gar nicht hier, aber es ist alles vorbereitet. Die Leute können kommen, ich kann ihre Hütten beheizen, es hat Hütten, alles wunderbar. Nächste Forschung, Generatorleistung, das dauert noch. Nee, das reicht, das ist ja jetzt 10 Uhr. Das heißt, ich möchte jetzt zuerst noch die Stahlproduktion, mein Gott, klicke ich hier. Bisschen komisch rum. Ich möchte das Stahlwerk erforschen, damit ich hier unten Stahl abbauen kann, weil das geht mir bald aus. Und danach kommt dann gleich die nächste Heizstufe. Nächstes Ereignis ist die Ankunft, denke ich mal. Bis dahin kann ich hier wieder ein bisschen schneller. Da sind sie. 19 Ingenieure, 12 Arbeiter.
Ja, da sind sie wieder. Hallo. Also, als erstes checken. Definitiv, ich habe genügend freie Betten. Sie haben alle ein Dach über dem Kopf. Ich habe jetzt hier weitere Arbeiter zur Verfügung. Machen wir hier mal die Ingenieure rein. Jetzt werden alle Haufen abgebaut. Sehr schön. Dann kann ich hier noch ein paar Leute reinhauen. Ich werde hier Leute reinhauen. Dann habe ich noch zwei. Sehe ich's? Ja, ich muss so oder so noch umteilen. Also Kohle mache ich im Moment plus, aber jetzt muss ich natürlich die Stufe 2 aktivieren, damit die Hütten dort beheizt werden. Und ich werde hier noch den Overdrive aktivieren. Ich möchte den Schnee weg haben. Nicht weg. Ich glaube, der Overdrive geht nur auf die... Oder? Ja, eigentlich hätte der wegschmelzen müssen. Naja, egal. Egal. 6. Gut, es ist Zeit, hier wieder ein bisschen Micromanagen zu betreiben. Ich habe noch zu wenige Arbeit. Ich muss hier... ich kann natürlich hier die... Wie konnte ich das nur vergessen? Den schicke ich jetzt zur vermissten Expedition und kriege ich noch weitere Arbeiter. Und in der Zwischenzeit baue ich hier natürlich noch ein bisschen was zum Wohnen. 3. Gucken, ich bin gar nicht sicher. Könnte eventuell, vermutlich brauche ich noch ein Hütchen mehr, aber lassen wir mal bei dem. Und wichtig, ich habe jetzt natürlich mehr Einwohner. Im Moment sieht es nahrungstechnisch noch okay aus, aber ich werde uns sicher bald mal eine zusätzliche Jagdhütte bauen müssen. Damit ich nicht ein weil ich mache ja im Moment 80 Nahrung. Also ich brauche noch eine zusätzliche Hütte, das wäre ich bei 120. Aber eins nach dem anderen. Erstmal neue Forschung. Ich habe das Stahlwerk erforscht. Als nächstes Generatorleistung. Damit ich da ready bin. Und danach kommt die Kohleproduktion. Ja, das läuft doch. Ich denke, ich kann die Stahlwerke auch bereits platzieren. Da hat man nicht viele Möglichkeiten. Es gibt genau diese zwei Orte, wo ich das bauen kann. Genau dort werde ich es hinbauen. Die Straße, die ich aber zu Beginn geplant habe, führt genau dort hinauf. Dann sind die da im Straßennetz angehängt. Das passt so.
Hütten läuft, Stahlwerk läuft. Ne, sieht echt gut aus. Jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Tag und den werde ich sicher losbekommen und abgebaut bekommen, die vermutlich noch nicht. Die mache ich dann halt, sobald es wieder ein bisschen wärmer geworden ist, passt schon. Ja, jetzt kommt langsam das, was ich gesagt habe. Hat lange gedauert, 2 sind hungrig. Das ist natürlich vom ganzen Umteilen und Nonstop arbeiten. Bedeutet jetzt nichts anderes, als ich werde morgen dann halt die Leute hier nicht wieder optimieren. Beziehungsweise ich werde sie erst optimieren, wenn sie dann gegessen haben. Kann auch sein, dass es andere sind, aber das kriegen wir in den Griff. Das ist nicht so tragisch. So, kurzer Check. Das wurde gebaut. Das heißt, ich habe jetzt 36 Betten frei. Reicht vielleicht. Vielleicht muss ich noch eine Hütte bauen. Sehen wir dann. Ich muss nichts mehr machen, bis es morgen wird. Oh, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wir haben zu viele Kranke. 1, 2 werden bald weg. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ich werde diesen entfernen. Ich werde diese Krankenstation wieder in Betrieb nehmen. Es sind natürlich viele neue Leute gekommen, die sich durch den Schnee kämpfen mussten. Die sollen jetzt medizinisch versorgt werden. Wo nehme ich noch Leute weg? Ich denke hier. Es sind 4, es sind nur 4, aber okay, das reicht. Ja, das reicht, okay. Übersicht sieht gut aus. Ich denke, ich mache hier mal einen Punkt für heute und für diese Episode. Geht dann weiter morgen. Ja, schaut dann wieder rein. Bis dahin. Tschüss.